Grüß dich, da ist deine Nashicha und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werde ich heute mal meine Meinung zu der TubeCon sagen. Viele von euch wissen es und haben es an meiner Instagram-Story gesehen, dass ich an der TubeCon war, zusammen mit der Selina und der Juna und Saberdash und dem Janu. Und ja, also wir sind eigentlich dort gut angekommen. Wir sind ich bin mit dem Bus und dem Zug Richtung Luzern und dann haben wir uns in Luzern getroffen und sind von Luzern aus eigentlich mit dem Zug Richtung Zürich-Oerlikon und sind nachher beim Hallenstadion gewesen. Beim Hallenstadion angekommen muss ich zuerst mal sagen, was für mich, also ich würde euch mal sagen, was für mich gut war und was nicht. TubeCon allgemein ist sehr gut organisiert gewesen. Die Security ist sehr gut und freundlich und auch nett gewesen, was das angeht. Und ja, und eigentlich ist es eigentlich recht gut organisiert gewesen. Nur, da kommt's. Es ist gut organisiert gewesen, aber es gibt halt ein paar Sachen, die nicht so gut sind für mich. Also es ist keine Kritik, sind einfach lediglich Verbesserungssachen. Und ich finde einfach, beim ersten Mal, als man reingekommen ist, hat man gesehen, das ist so eine Säule gewesen, da hat man gesehen, das geht dort rauf, dort rauf, dort rauf und dort rauf und dort runter und so. Aber, ja. Das ist schon mal gut gewesen, aber, ja. Dort fährt schon an. Wenn man sich im Hallenstadion, so wie ich, nicht auskennt und nie im Hallenstadion war, dann hat man keine Ahnung, wodurch. Oder schon lange nicht dort war. Man hat keine Ahnung, wodurch. Auch wenn es angeschrieben ist. Für mich war es richtig schwer, den Workshops zu finden, weil ich hätte mir gerne Workshops ich hätte gerne den Workshop vom Beatboxen gesehen, das habe ich leider nicht geschafft. Ich habe nicht gewusst, wo der Raum überhaupt ist für die Workshops. Ich habe gar nicht gewusst, wo das ist. Und per Zufall habe ich den Vocal Warm-Up habe ich den einfach gefunden. Also wie sagt man? Ich habe ihn einfach per Zufall gefunden. Als ich rumgelaufen bin und die anderen verloren habe. Der Gaming-Bereich ist irgendwie eigentlich echt gut gewesen. Und die Showbühne ist auch recht gut gewesen. Man konnte stehen, man konnte sitzen, man hat alles gesehen, man hat alles gehört. Es ist alles angezeigt worden. Sehr, sehr schön gewesen. Was mich aber gestört hat, ist einfach, man hätte es besser anschieben. Weil die Workshops, erstens, ich habe einen Workshop gesehen, also 2 Workshops. Und wäre ich nicht zufällig darauf gestoßen, hätte ich den Raum nicht gefunden, nicht gewusst, was das ist oder wo das ist. Ganz ehrlich, also. Ja. Was für mich noch ein weiterer Kritikpunkt ist, dass man nicht gewusst hat, dass es eine App gibt. Weil ich bin näher von der TubeCon und dann hat es plötzlich gesagt, TubeCon hat eine App. Und ich denke mir nur so, was? Wahrscheinlich haben sich die meisten das auch gedacht, so was? TubeCon hat eine App. Also ganz ehrlich, das mit der App ist gut und schön, aber man sollte das im Voraus sagen. Weil mir hat jemand gesagt, nachher, die App hat die Dings, hat einen Zeitplan, da steht, was wo ist, wer wo was macht. Leute. Das ist etwa fast 2 Wochen vorher vorausgesagt worden. Auf der Webseite oder auf dem Ticketcall, auf dem Ding. Das ist 2 Wochen vorher vorausgesagt worden. Da hat man auch schreiben, ja, wir haben das 2 Wochen vorausgeplant und damit ihr euch zurechtfindet an der TubeCon, hat man vielleicht eine App oder so, das hätte man vielleicht mal erwähnen oder so. Weil, ganz ehrlich, meine Kollegin Selina hat die App gehabt und sie hat genau gewusst, was wo ist und man kann nachschauen. Aber ganz ehrlich, wenn man eine App macht, dann sollte man auch sagen, dass man eine App hat, damit man sich orientieren kann. Weil ich habe erst später gemerkt, dass es oben einen Gang gibt, wo noch 2 weitere Panel Rooms sind. Das habe ich erst später gesehen. Und jetzt sind wahrscheinlich auch Workshops, die ich eigentlich gerne hätte, auch vielleicht besuchen oder so. Irgendwie, aber ja. Was mein weiterer Kritikpunkt ist, dass man
nicht alle YouTuber gesehen hat. Zum Beispiel, man hat gesagt, der Mike Shiva steht da. Ich habe das Foto von Mike Shiva gesehen, wo er das gepostet hat. Aber ganz ehrlich, den Mike Shiva selber habe ich nirgendwo gesehen. Nirgendwo. Nathalie Selin ist später auf die Bühne gekommen wegen dem Show Award. Okay, schön und gut. Aber sie habe ich auch nirgendwo gesehen. Nirgendwo auf dem Platz oben. Nirgendwo. Ich habe mich auch mega gefreut, den Sinus zu sehen und bei ihm das Autogramm zu holen, weil ich gewusst habe, er hat ein Meet and Greet. Aber wo das war, hatte ich auch keinen blassen Schimmer gehabt. Ganz ehrlich. Muss ich sagen. Ganz ehrlich. Ich hatte keinen blassen Schimmer gehabt. Und da ich an dem Tag auch kein Datenvolumen hatte, ist es mir unmöglich, die App abzuladen. Also ganz ehrlich, den Sinus habe ich auch nie gesehen. Rafas Plastik habe ich einmal gesehen, als sie unten durchgelaufen ist, bei der Bühne. Einmal habe ich sie gesehen, sonst gar nicht. Also es gibt viele Leute, die man nicht gesehen hat und man gerne gesehen hat. Oder zum Beispiel, ich wäre jetzt gerne zum Meet and Greet vom Sinus gegangen, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Oder wenn das stattfindet überhaupt. Und niemand hat auch etwas gesagt. Es hat nicht mal so ein Zettel gegeben, wo vielleicht gestanden hat. Oder vielleicht ein Plan, wenn man nicht gewusst hat, dass es eine App hat. Also das könnte man auch verbessern, für mich. Was mir auch aufgefallen ist, dass wenn man Workshops besucht hat, dass während daran noch die Show gelaufen ist. Also ich weiß nicht, wie es ihr gefunden habt. Schreibt mal in die Kommentare, ob das auch auf euch zutrifft. Ich habe das Gefühl gehabt, dass, wenn man die Workshops besucht hat, seine Stars dann auf der Bühne am Laufen sind, hat nicht schauen können. Habe ich gefunden. Und das habe ich schade gefunden, weil ich und die anderen sind im How to YouTube Workshop drin gewesen. Und dann zwischen da hat Tina gesungen und Luca Tanquera. Ich bin ein riesen Fan von Luca Tanquera. Ich hatte ihn gern gesehen, aber das ist gerade parallel gelaufen und ich finde, man sollte das nicht parallel laufen lassen. Man sollte sagen, ja, wir lernen jetzt die in der Showbühne oder da. Also, keine Ahnung. Also, ich finde, man sollte die Show und Workshops abstimmen. Nicht, dass Workshop läuft und dort nicht läuft, sondern dass man sagt, dort läuft jetzt Pause und dann läuft der Workshop und dann, wenn der Workshop fertig ist, läuft das Programm weiter. So, dass man das also nicht so, dass es kein Programm mehr gibt, wenn Workshops laufen und die Leute unterstehen und warten, sondern so, dass irgendwie jemand nur singt oder sonst irgendwie hat, weil wir hatten Lochis dort gehabt. Also ganz ehrlich, mein Fazit war gewesen, dass sie dort reinkommen, Autogrammstunden geben und dann singen, aber ich bin ich sage jetzt ein halber Fan, aber ganz ehrlich, die sind für Deutschland bis auf Zürich gekommen, für zum Anmoderieren und Autogrammstunden geben. Also, ja. Ich finde einfach, der Workshop und das Ding hätte nicht parallel sollen laufen, also miteinander laufen. Weil, wie gesagt, ich bin im Workshop und ich hätte gerne die zwei YouTuber singen gehört, weil ich die Musik sehr gerne habe. Tina hätte ich sehr gerne singen gehört. Und der Luca Tanquera hätte ich auch sehr gerne gesehen. Aber es ist halt nicht gegangen, weil der Workshop von How to YouTube gelaufen ist. Und ich finde, man sollte das vielleicht versuchen abzutimen, dass vielleicht dort, wenn der Workshop läuft, dass die Werbung läuft und dass, wenn der Workshop dann fertig ist, dass das Programm dann weitergeht, sodass man es abtimet. Weil, ja, also ich habe es schade gefunden. Ich hätte ihn gerne singen gehört. Ich habe ihn zum Glück in der Halle noch gesehen. Ich konnte mit ihm reden zum Glück. Und, ja. Tina habe ich auch kurz an der Bühne runter gesehen, in der Mitte. Und ja, aber, ja. Das sollte man machen. Aber sonst war TubeCon eigentlich recht gut gewesen. Man hat wirklich viel Spaß gehabt. Man hat sich auch wirklich richtig offen mit anderen YouTubern können austauschen. Zum Beispiel habe ich den Greenie auch getroffen und wir haben mit ihm kurz geredet. Oder mit dem Sergio, sorry, mit dem Licht aufgewärmt, haben wir auch ein bisschen geredet. Oder mit dem Ash April.
Oder da habe ich auch Ciel gesehen und mit der Ciel getalkt und das ist recht nice gewesen. Es ist recht cool gewesen, Ciel und der Ash und der Licht aufgewärmt und der Greenies mal kennenzulernen, weil ich die noch nicht gekannt habe. Selina hätte ich schon gekannt, aber ich halt nicht. Ja, das war halt cool gewesen, sie zu sehen, mit ihnen ein bisschen zu reden. Und ich habe den Halo Lorenz getroffen. Also ich habe auch den Lorenz getroffen, der ist ein recht cooler Typ. Und habe mit ihm ein bisschen getalkt und also man hat sehr viele tolle Leute, tolle und neue Leute vor allem kennengelernt und man hat sich voll austauschen. Es ist voll angenehm, also richtig tolle, angenehme, wie sagt man, schön angenehm gewesen zum Laufen. Man hat schön durchlaufen, es hat nirgendwo Stau gegeben oder so. Man hat sich immer überall irgendwo anstellen zum Zocken und so. Virtual Reality ist auch dort gewesen. Man hat auch immer gehen. Man hat nicht lange warten oder so. Also ich habe es gut gefunden eigentlich. Naja. So. An sich ist es eigentlich gut gewesen und ich freue mich auf nächstes Jahr und hoffe, dass sie sich die Bewertungen, die nicht nur von mir, also die Kritik, die nicht nur von mir kommt, sondern wahrscheinlich auch von vielen anderen YouTuber sicher kommt, zu Herzen nehmen und sich versuchen, daran zu verbessern. Weil eigentlich an sich ist es schon cool, so hinzugehen und zu sagen, man sieht andere YouTuber, man kann sich austauschen, dies und das. Und man weiß einfach, man kann dort einfach offen filmen und jeder tut dir helfen mit Kamera, dies, das. Und dieses und jenes und ja, und ich habe TubeCon cool gefunden. Ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn TubeCon wieder stattfindet. Würde ich gerne gehen. Und ja. So. Wie gesagt, also ich kann nicht viel über das reden und das wird auch ein One-Taker, weil ich nicht wirklich Zeit habe. Und heute ist auch Silvester. Eigentlich wäre heute 29, 30, 31 und der erste wäre kein Video genau. Eigentlich wäre heute kein Video gekommen, aber das ist ein One-Taker und das ist halt so ein bisschen meine Meinung für TubeCon. Also nehmt mir das nicht böse, aber ich wollte mal eure Meinung zu dem wissen, was ich über die Show und Workshops gesagt habe, weil ich denke, man hätte das abtimen, so dass man vielleicht alles sieht. Also halt nicht alles, aber vielleicht halt so schon ein bisschen so abtimen, finde ich. Aber sagt mal eure Meinung also schreibt unbedingt eure Meinung zu den Workshops, die parallel zu der Show gelaufen sind, in die Kommentare. Sagt einfach eure Meinung in die Kommentare. Ja. Und das war meine Meinung über TubeCon. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Und natürlich läuft man nicht offen rum. Man kann auch gerne mit mir reden und so und dies und das. Wenn TubeCon wieder stattfindet. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und es ist nicht allzu langweilig gewesen. Das ist ein One-Taker gewesen. Dies und das. Und ich hoffe, es ist nicht allzu feister. Ich lege jetzt da keine Musik drunter. Das ist einfach ein One-Taker. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, was euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und tschüss. Ciao. Ade.